draußen die Säcke in die Mühle getragen hatte. Nun aber gingen die Kräfte des Esels zu Ende, sodass er zur Arbeit nicht mehr taugte. Da dachte der Herr daran, ihn wegzugehen. Aber der Esel merkte, dass sein Herr etwas Böses im Sinn hatte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Warum willst du denn so packen? Ach, weil ich halten und jeden Tag schwächer werde, deshalb wollte mich mein Herr fortschießen. Weißt du was, ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikantin. Komm mit mir und lass dich bei der Musik aufnehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken. Der Hund war einverstanden und sie gingen mitsammen weiter. Es dauerte nicht lange, da sahen sie eine Katze am Wege sitzen. Warum bist du so einsam, meine hübsche Katze? Meine Hausfrau hat mich verlassen. Geh mit uns nach Bremen. Da kannst du Stadtmusikant werden. Als die drei so miteinander gingen, kamen sie an einem Hof vorbei. Da saß der Hausherr auf dem Tor und schrie aus Liebesrecht. Beschreib dich einmal vorbei. Was hast du vor? Die Hausfrau hat der Köchin befohlen, mir heute Abend den Kopf abzuschlagen. Morgen, am Sonntag, haben sie Gäste. Da wollen sie mich in der Suppe essen. Solange nun schreie ich, solange ich noch kann. Ei was? Zieh lieber mit und fort. Okay, geh ich. Konnten aber die Stadt Bremen an einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum. Die Katze kletterte auf einen Ast und der Hahn flog bis in den Wipfel, wo es am sichersten für ihn war. Ein Schritt war er sich noch einmal nach allen Windrichtungen um. Da bemerkte er einen Lichtschein. In der Nähe müsse ein Haus sein. Ich sehe ein Licht. Wollen wir uns aufmachen und hingehen? Dann hier ist die Herberge schlecht. Und ein paar Knochen und etwas Fleisch, der entdeckten ihm auch gut. Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war. Bald sahen sie es helle schimmern und es wurde immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der Größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. Was siehst du, Grauschimmel? Was ich sehe, einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken. Und Räuber sitzen um herum und gehen und sehen und lassen gut gehen. Das wäre etwas für uns. Ja, da überlegten die Tiere, wie sie es anfangen konnten, die Räuber hinauszujagen. Endlich fanden sie ein Mittel. Der Esel stellte sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster. Der Hund sprang auf des Esels Rücken. Die Katze kletterte auf den Hund und zuletzt flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Als das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Nun sitzen sie die vier Gesellen an den Tisch und jeder aß nach Herzenswunsch von den Speisen, die ihm am besten schmeckten. Als sie fertig waren, löschten sie das Licht aus und jeder suchte sich eine Schlafstätte nach seinem Geschmack. Und weil sie müde waren von ihrem Wanderweg, schliefen sie bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von weitem sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte und alles ruhig schien, sprach der Hauptmann. Wer hätten uns doch nicht sollen ins Berghaus jagen lassen? Er schickte einen Räuber zurück, um
Ja? Na, gib das doch. Was wäre das? Interessant. Was wäre das? Der Räuber war Wasserkönte zu seinem Hauptmann zurück und sprach: Mein Herr, wer weiß nur das, was dort passiert ist? Da lebt eine schreckliche Hexe. Die hat mich so verprügelt und mit ihren langen, scharfen Fingern, das wissen Sie nicht. Naja, das ist nicht hier. Diese schreckliche, blutende Wunde. Ah, das war schrecklich, aber das ist noch nicht alles, mein Herr. Dort auf dem Dach saß ein Richter. Der sagte zu mir: Wir werden dort alle aufgehört. Also, das war schrecklich. Und schließlich, da saß ein Mann mit einem Messer, mit einem so großen Wind, der ihm durch. Er hat versprochen, mir die Kehle aufzuschneiden. Mein Herr, das war einfach schrecklich. Und nun angetreuten sie die Röbel nicht mehr in das Haus. Den 4 Bremer Stadtmusikanten aber gefiel darin so gut, dass sie nicht wieder hinaus wollten. Спасибо, ребят.